So, hallo, herzlich willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider mit mir, der Lara Croft, und wir haben, das war, glaube ich, ich werde wahrscheinlich nicht so lange mal, bin ein bisschen verkeilt. Entschuldigung, wir haben letztes Mal uns hier, glaube ich, irgendwie aber Nebenquests gemacht, ein bisschen erkundet, und heute der wir mal mit der Story weiter. Wir müssen, glaube ich, oh Gott, wo müssen wir denn gleich wieder hier? Warte mal, schauen wir mal auf Map, da oben müssen wir hier. Aktuelles Einsatz. Und dann jetzt sagen, gehen wir doch mal hier. Na Jungs, was geht? Oh, Lama. Lama streichel. Lama streichel. Wunderschön. Ja, ist wieder Lama. Ich würde so lachen, wenn die Lama sie anspucken dazu. Oh, das war so lustig. Bitte nur einmal, wenn ich so ein Lama streiche, wo das spuckt. Das war so lustig. Hami, du Stücker! Hola! Weiter! Wieder! Hola! Und hau! Ja, richtig? Ich glaub schon. Ich gehe mal da. Oder was? Ah, da steht das Kind, also schätze ich mal, dass wir da richtig sind. So, Kind. Wo ist meine Mutter? Sie vermittelt zwischen den Wachen und Hakan. Wie ist es? Außerhalb von Paititi. Naja, da gibt es viel. Die Welt ist sehr groß. Größer als Paititi? Größer als 100 Paititis. Was? Bringst du mich dahin? Da hat deine Mutter auch noch etwas mitzureden. Was du suchst, ist dort drin. Woran erkenne ich die richtige Kammer? Am Geruch des Todes. Falls du überlebst, kannst du über das alte Bewässerungssystem zurückfinden. Wir sehen uns dort. Sei vorsichtig. Der Kult hat Patrouillen. Was so viel heißt wie, ich muss wieder schwimmen. Schatulle des X-Shell. Das stimmt, die suchen wir ja schon die ganze Zeit. Die zunehmende Bevölkerungszahl und kurzsichtigen Planungen bescherten der Ansiedlung etliche Probleme. Bauern rodeten den Dschungel, um die fruchtbaren Flussufer für den Anbau zu nutzen, was bei den ersten starken Regenfällen zu verheerenden Überflutungen führte. Die Jäger erlegten zu viel Wild und mussten deshalb immer weitere Wege in Kauf nehmen, um Fleisch zu beschaffen. Verschiedene Gruppen, die über die Kontrolle über die Ansiedlung stritten, führten oft heftige Debatten darüber, wie diese Probleme am besten zu lösen wären. Aha. Interessant. Ja, wo muss denn jetzt hin? Schau mal. Hab ich Waffen? Ja, ich habe meinen Bogen. Okay. Ich kann kein MG hernehmen und so keine Pistolen. Ich habe nur meinen Bogen. Ja, ganz toll. Bevor ich da weiter schaue. Schaut mal Texas in ein, nicht dass ich was übersieg. Ja. Jetzt springt gleich der König Cusco aus Denken, oder? Und dann heißt, tut mir leid, sie versauen den königlichen Groove. So schaut was schatullenmäßig aus. So was. Ah, das ist so eine Das war Schatulle. bestimmt mal eine beeindruckende Waffe. Sie muss unglaublich oft benutzt worden sein, um sich in einem solchen Zustand zu befinden. Und wenn die Blutflecken Rückschlüsse zulassen, war es auch so. Aha. Das war eine Waffe. Aha. Kann ich die benutzen? Ich würde die gerne benutzen.
Ranken erhalten. Na. Ah, ich bin so noch von Fallen Order gewohnt, dass man Ranken hochkraxeln kann, aber das ist ja da wieder nicht. Da ist man ja auf den Kantenmaler angewiesen. So. Ich höre Stimmen. Oder nein? Na. Alles klar. Das ist alles klar. Hier ist gar nichts klar. Scheiße, ist ja alles klar. Wir seilen uns wieder mit unserem Vagina-Seil ab. Boah. Lass mich raten. Okay, wir alle nein, natürlich nicht. Also ja. Die Hakenaxt. Boom! Just call me Spider-Girl. Boom! Ha! Pro-Gamer, Digga. Oh, wir haben eine Basislage entdeckt. Das ist ja schön. Ich glaube, nichts hätte mich auf Paititi vorbereiten können. Die Menschen, ihre Geschichte, was sie erlebt haben und wo sie heute stehen. Wenn man ihn so hört, Amaru, Dominguez, Kukulkan will nur Paititis Sicherheit. Aber ich weiß, was er dafür tut. So viel Tod und Grausamkeit. Ich muss ihn aufhalten. Also wieder mal einer, der wo meint, er tut das Richtige, aber ist halt bereit, jeden Preis dafür zu zahlen. Oder irgendwie so. Mach's kaputt. Ich muss zerstören. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass da oben geht. Scheiße. Ah, da gibt's Gold. Oder das ist jetzt einfach mal das grüne Gold. Sonst noch was? Geht's da weiter? Ich glaube nicht. Gut. Was haben wir da? Voll. Voll. Also Kantenmaler, ich komme dann auf. Oh Gott, wenn schon wieder lauter so komische. Oh Gott. Dadurch. Was? Dadurch? Dadurch, okay. Dann greifen wir da durch. Zum Glück bin ich klein und gelenkig. Oh nein, die Musik. Musik sagt nichts Gutes. Lass mich. Das hier zeigt offenbar Unuratu, die eine aufständische Gruppe anführt. Im Hintergrund ist eine fast vollständige Sonnenfinsternis zu sehen. Wie erkennt die das? Ich sag da gar nichts. Ich sehe da absolut null. Aber vielleicht bin ich einfach nur zu blöd dazu. Stinkt es. Das Ja. muss der Ort sein, den Etzli meinte. Oh nein, oh Gott. Ich sehe ein Rätsel. Oh, oh ja! Ganz ruhig, Lara. Ganz Doch. ruhig. Ich glaube, es hackt. Genau, ganz ruhig. La, Dings da. Ja, toll, und jetzt? Genau. Ah, okay. Ja, steig halt dann auf, oder? Oh, ist das widerlich. Ja, das ist ganz bedeiwig. Vor allem, da kannst du doch sonst was holen. Das Blut ist ja noch, schaut ja noch relativ frisch aus. Hepatitis, noch was der Geier, was da es gibt. Für diese ganzen Blutkrankheiten, weißt du. Die sind ja, die sind alle noch ganz frisch. Ich weiß doch ganz genau, was jetzt passiert, wenn ich wieder hier hänge. Ui! Ja, Grütze, fix, Alter! Nein! Deine verdammt und nein und das ist nicht sehr hilfreich. Ja, wann wacht jetzt da mal einer auf? Ich weiß doch ganz genau, dass es wieder irgendwann einmal gleich anspringt. Ja. Muss ich da überhaupt rüber? Na, da bin ich mal nicht hergekommen. Da geht's weiter. Okay, keine Hektik. Mit wem redest du?
Panik! Panik! Oh mein Gott, ich hab Panik! Lauf, lauf, lauf! Schnell, schnell, schnell! Ich hab Panik! Wie soll ich die jetzt dort rüberkommen? An Kanten einhaken. Werfen Sie die Hakenangst. Ja, das ist jetzt komm, auf mit dir, Mädel. Was? Ich schaff das. Natürlich schaffe ich das. Ich bin Pro-Gamer. Aber wenn das Gewand sehr unvorteilhaft für sowas ist. Vielleicht sollte sie sich einfach komplett ausziehen. Oh Gott. Virtuelle Opfer. Soll ich den Typ wegsnipern? So ist nicht so. Vor allem, ich bin ja leider nur auf meinen Bogen angewiesen momentan. Ich habe ja keine Knarren und nix. Das hätte ich mir bei dem Lagerfeuer vorher umziehen sollen. Scheiße. Da war vorher Lagerfeuer, ich glaube, ich hätte mich umziehen können. Scheiße. Ja, ja, Scheiße. Ja. Ich weiß schon, das ist dein Lieblingswort. Oh, toll. It's a trap. Du, gib mir das. Was auch immer das ist. Ich muss jetzt schauen, dass ich das blöde. Boah, Alter, da sind Flügner. Ich meine, da Stinker da drin. Boah, die. Ich habe wohl keine Wahl. Boah, ernsthaft. Davy. Zum Glück kann man durchs Fernsehen nichts rühren. Oh Gott, das arme Mädel, die tut mir so leid. Was die alles mitmachen muss. Boah. Das alles in dem China-Gewand. Muss ich mir jetzt an den Typen vorbeischleiern, oder was? Den kann ich doch weg. Ist das einer der Rebellen? Ich weiß nicht. Und schon ist sie wieder sauber. Irgendwo ein Zugang. Wie kannst du so sauber sein, Mädel? Du bist gerade durch eine Lache von Blut und Eingeweide und was der Geier was krochen. Die müssen halt sternvoller Dreck sein, die müssen sich sonst schon was für Krankheiten eingefangen haben. Wie kann die so sauber sein? Eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich bin auf der richtigen Spur. Ah, super. Ah, die hingen da ein bisschen ab. Na Jungs, geht's euch gut? Ja, geht's gut. Ja, dadurch. Dadurch. Ist das alles, was dir dazu einfällt? Dadurch. Der Geruch wird immer stärker. Der soll jetzt stärker werden, der soll nachlassen, sie fix. Ja, die trinken, muss kurz was trinken. Moment. Gott, mir tut die Lara so leid. Lara, wie läuft's? Jonah, hier ist noch eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich muss dicht dran sein. Ich rede mit Ucho über Tattoos. Über Tattoos? Ja, du hast doch Honoratus gesehen, oder? Es zeigt eine Reihe und eine Eklipse. Das könnte mit der Schatulle zusammenhängen. Glaube ich nicht. Ui. Sieht aus, als wäre es der einzige Weg, okay? Natürlich haben wir wieder ein Rätsel. Nein. Wenn ich nicht rätseln mehr, dann hätte ich Spiel keinen Verbraucher. Passt schon. Okay, da kommt wahrscheinlich Wasser raus. Wir müssen das jetzt wahrscheinlich irgendwie da fluten. Okay, schauen wir heute mal. Oh, da gibt's was. Nehmen wir mit. Eine einsame Gestalt, die sich in einem Zustand innerer Ruhe zu befinden scheint, als würde sie auf etwas warten. Aha. Wart. Denn nur die Harten kommen Garten. So.
würde sagen, ich baller jetzt da mal mit dem Pfeil drauf. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich das jetzt mache. Voller Öl und Blut. Ja, Wasser war ja langweilig gewesen, gell? Ist das ekelhaft. Warum konnte man da nicht einfach Wasser nehmen? Jetzt muss ich das wahrscheinlich aufmachen, oder? Und dann brennt das Ding auf. So, Deswegen konnte man nicht einfach Wasser nehmen. Und jetzt brennt es und... Achso. Barriere ist unten. Ich muss weitergehen. Ja. Das war jetzt relativ einfach, aber ich glaube, da kommt noch mehr. Ist das so eine Art Aderlasskammer? Eine was? Mir schaut das nur aus wie ein weiteres fucking Rätsel. Rätsel? Ein Rätsel. Wie diese Rätsel auch immer, sei es jetzt God of War oder sonst irgendwas, aber diese Rätsel sind immer genau so ausgelegt, dass wir das mit unserer aktuellen Ausrüstung lösen Verdammt, können. es fließt zur falschen Stelle. Was? Oh. Nein! Man hätte das gar nicht anzünden, Bra. Scheiße. Okay, also dann wird da unten wahrscheinlich sowas wieder Es Weiches. müssen hunderte Opfer nötig gewesen sein, um diese Kanäle mit Blut zu füllen. Ja, so spitze. Da kommt Freude auf. Da kann man was machen. Ah, ich glaube, ich verstehe schon. Oh, stopp! Mädchen, stopp! So, stopp hier. Genau, so. Okay, jetzt machen wir das Ding nochmal auf. Warum muss das ein Blut sein? Hätte es nicht ein normales Öl oder irgendeine andere brennbare Flüssigkeit auch da? Aber nein, es muss natürlich Blut sein, denn wir sind ja hier bei Lara Croft und da tut ja ein normales Ding nicht. Ich glaube, jetzt sind wir richtig. Oder? Das ist jetzt blöd, wenn ich jetzt den mache. Zu schwer. Ich brauche mehr Drehmoment. Warte mal, wenn ich jetzt da... Ich probiere mal das da. Bringt das was? Nicht wirklich. Obwohl, warte mal. Schneiden wir mal das nochmal ab. Zum Glück haben wir unendlich Seil. Jetzt hängen wir es ein. Schauen wir mal, was passiert. Das bringt herzlich wenig. Okay, wenn jetzt das weiter dran. Wie... Ja, das funktioniert auch nicht. Oh Gott. Warte mal. Ah, jetzt habe ich noch eine Idee. Weiter dran. Weiter.
haben wir doch dieselbe Scheiße wie vorher auch, oder? Oder? Probieren wir es einmal. Schauen wir mal, wie viel das zeigt. Na, das kann sogar stimmen. Das kann jetzt sogar stimmen. Weil so wie das sich muss das Öl da rein. Schauen wir doch einmal. Ja, das glaube ich schon gut aus. Das schaut gut aus. Ah, halt, Entschuldigung. Okay, jetzt muss die Barriere runter. Ups. Und jetzt zur Schatulle. Ja, wieso glaube ich, dass wir jetzt nicht so einfach zur Schatulle kommen? Oh, Katzi. Eine Schlange. Und sie nimmt es einfach. Das ist das Teil, das Trinity noch fehlt. Und das werden sie jetzt auch sich gleich holen. Wo hast du das jetzt hingesteckt? Und jetzt stehen ans Kleider oder dreimal fast wetten. War so klar. War so klar. Hier ist der kleine Rebellenprinz. Da drüben, schnapp sie! Ich muss erstmal das Kind retten, das ist wichtig. Soll ich mich wehren? Aua! Hui! Hau ab! Geht auf den Weg! Lass mich durch, ich bin Arzt! Okay, ich glaube, das war jetzt nicht gut. Ich muss jetzt erstmal durchblicken, was ich jetzt eigentlich machen muss. Also da, in die Richtung. Scheiße, lauf, bitte. Da oben. Ah, fickt er echt noch. Doch. Oh, wie lange geht denn da? Ah! Fuck! Boah, in den Ohr von hinten, Digga. Oh nein, ich hasse sowas, diese Weglaufsachen. Ah. Ich hasse diese Weglaufscheiße. Geht auf den Weg! Wo sind meine ganzen Waffen hier? Nein! Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Okay. Schnell, Kommandanti! Auf, Kommandanti! Ja, natürlich geht's weiter. Fuck. Müssen wir jetzt das Kind retten, oder? Oh Gott. Ja, jetzt habe ich natürlich meine Waffen wieder, gell? Hey Lara, falls möglich, geh zurück. Ucho muss dich etwas fragen. Oh oh. Einen Gefallen, glaube ich. Okay, ich komme zurück, so schnell ich kann.
Gehen wir mal zurück. Weißt du das von Quali schon? Nein. Und nochmal die Frage, wo hat sie jetzt dieses Ding hingesteckt, dieses Schlangenteil? Ich halte das mal fest. Letztes Mal hat sie sich noch beschwert, dass Federn zu schwer sind. Dass sie für Federn keinen Platz mehr hat. Aber jetzt kann sie dieses Schlangenteil nehmen und sie sonst wo hinschirmen. Ich habe einen Verdacht, wo sie es hingesteckt hat, aber das sage ich jetzt besser nicht. Wo ist denn eigentlich das Lama? Da war doch so ein Lama gestanden. Die Rätsel da, die waren jetzt sogar relativ einfach, also im Vergleich zu den anderen. Das knackigste Rätsel, wo ich jetzt bis jetzt wirklich gehabt habe, das war das mit diesem Adler da, diese Prüfung des Adlers da. Die war wirklich... Da ist mir der Kopf noch eine halbe Stunde nachher gekracht. Da hat mir der Kopf noch eine halbe Stunde nachher gekracht. Bin ich da richtig? Okay, nein. Da muss ich glaube ich genau, das schaut richtig aus. Schauen wir mal zu dieser scharfen Häuptling. Honorato! Sie haben Etzli gefangen. Tja, Ich weiß. Sie halten ihn in der Kaserne fest. Wir überlegen, wie wir ihn befreien. Ich wollte ihn holen, es tut mir leid. Er ist ein Krieger. er ist ein Kind. Was ist das? Oh. Das ist ein Schlüssel. Sieht aus, als würde er zum Bergtempel gehören. Direkt daneben halten sie Etzli gefangen. Gibt es etwa eine Verbindung zwischen der Schatulle und der Kaserne? Besetzt der Kult deswegen den Tempel? Er ist schwer bewacht. Wenn wir dort rein wollen, müssen wir unauffällig und leise sein. Gibt es einen Hintereingang? Es gab einen neben der Salzmine, aber der wird lange nicht mehr genutzt. Das ist sehr gefährlich. Ich bin mir sicher, das schaffe ich. Mag sein. Die Opfergrube hast du auch überlebt. Ich war seit meiner Kindheit nicht mehr dort. Aber soweit ich mich erinnere, liegt die Kaserne hinter einem inneren Schutzwall. Wenn ich durch den Hintereingang reinkomme, kann ich den Weg freimachen und euch reinlassen. Erst befreien wir Etzli, dann suchen wir die Schatulle. Ich rette meinen Sohn. Und du holst die Schatulle. Das ist doch hoffentlich bewusst, dass wenn du jetzt mit diesem Ding in diese Basis da rein marschierst, dass das dir dann abnehmen, oder? Kann man schon, ich weiß ganz genau, wie das laufen wird. Die werden jetzt da reingehen, den Burm werden es wahrscheinlich retten können. Und dann wird sie geschnappt und dann nehmen sie dieses komische Schatullending weg. Und dann kommen die Bösen da quasi in diesen Tempel da rein. Oh, du hast daneben ein bisschen. Laura, hast du mal kurz Zeit? Uchu und ich haben nur geplaudert und... Uchu, was gibt es denn? Der Tag von Etzlis Krönung rückt näher. Er wird bald ein Mann sein und die ersten Schritte auf seinem Weg zu Paititis künftigem König machen. Klingt, als würdest du diesen Tag herbeisehen. Die Hoffnung auf diesen Tag lässt uns weiter gegen Amaru und seinen Kult kämpfen. Wir alle müssen uns manchmal daran erinnern, wofür wir kämpfen. Kann ich irgendwie helfen? Als Etzlis Vater Sairi starb, ließ Unuratu mir die Ehre zuteil werden, sein Ersatzvater zu sein. Ich muss 3 heilige Gegenstände für die Zeremonie besorgen. Doch bei allem, was gerade los ist, schaffst du es nicht. Um welche Gegenstände geht es? das Amulett des Retters, den Meisterbogen und das Königshorn. Durch sie segnen die Ahnen den künftigen König. Sag mir, was du brauchst und ich sehe, was ich tun kann. Ich habe schon Männer losgeschickt, um das Amulett und den Bogen zu besorgen. Wenn du jetzt noch bei Kabil, dem Instrumentenbauer, das Königshorn abholen könntest, wäre das eine große Hilfe. Er war schwierig, 2 Boten sind gescheitert. Vielleicht kannst du mit seiner Frau reden. Ich glaube, das kriege ich hin. Vorsicht, Kabil ist manchmal etwas gereizt, aber seine Frau Abra kann die Wogen glätten. Also so wie ich das gerade verstanden habe, ist da wohl die Frau der Mann im Haus. Okay, dann würde ich sagen, dann mache ich das gleich. Warum darf ich den Bogen nicht suchen? Vielleicht kann ich den dann kalten, vielleicht kriege ich dann ein bisschen mehr besseren Bogen. Ich muss da lang.
Aber warum kann ich jetzt noch wieder keinen Wegpunkt setzen? Also das Wegpunktsystem da ist echt für den Arsch. Ich kann nirgendwo einen Wegpunkt setzen, wenn ich einen brauche. Aber gut, das liegt jetzt vielleicht auch daran, weil mir das sowieso gesagt wird. Voll. Das ist auch noch voll, ich hätte man die... Ah nein, das war woanders. Komisch, dass die Typen mir jetzt auch nicht mehr verfolgen auf einmal. Schau, der steht jetzt wieder ganz gechillt da. Ich bin dir gerade weggelaufen, aber es ist dir egal. Wo ist er denn jetzt hier? Hallo, geh in die Hexersinne. Da lang. Ist das doch schon? Ach, Vater, Vater, komm schnell! Die Ishik! Was willst du? Wir haben jetzt keine Zeit für Honoratus Rebellion. Bist du Kabil? Uchu schickt mich wegen des Königs. Des Königshorns? Den Ruf an die Zukunft? Sieh doch, was die Zukunft meiner Gegenwart gebracht hat. Ah, Geh einfach. Der Kult fand heraus, dass Vater das Horn macht und hat zur Strafe die Pflanzen vergiftet. Mama wurde krank. Mein Bruder Quali sollte auf dem Markt Kräuter holen, aber er ist noch nicht zurück. Das ist furchtbar. Ich versuche, deinen Bruder zu finden und die Kräuter zu besorgen, die du brauchst. Danke. Ihr habt doch einen Haufen Kräuter dabei. Erstmal ausrauben. Erst einmal ausrauben. Also, ich muss jetzt zum Markt gehen. Hui! Hui! Ich finde das cool, wie sie wirklich mit dem Mais, so den Mais auf Zeiten tut, also dass sie nicht einfach so random durchläuft. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Ah, wer bist du denn? Nochmals danke, Ach so. Ishik. Zum Glück sind meine Würfel wieder da. Achso, du bist der Würfeltyp, okay. Der schaut mir nach Markt auf. Du, weißt du was über den Burm? Es ist gerade sehr viel los hier. Die Gerber, die Fleischer, die Weber, die Färber, sogar die Lehrer. Alle Viertel arbeiten. Der Markt wird voll sein. Großes wartet am Horizont auf die Stadt und ihre Bewohner. Wir müssen alles tun, damit Kukulkan uns in eine neue Welt führt. Ich habe mal einen Lehrer gehabt, der wo Färber geheißen hat. Haha. Lustig. Okay. Wo muss ich hin? Ich bin jetzt auf dem Markt und jetzt, was soll ich jetzt machen? Muss ich den Burm finden. Das ganze Spiel ist eigentlich, das sollte jetzt eigentlich der Suchsimulator heißen, weil man die ganze Zeit irgendwas sucht. Bin ich da richtig? Verpiss dich. Ah! Männer haben Abra vergiftet. Quali wollte die nötigen Kräuter stehlen, damit sie gesehen Moin. wird. Verzeihung. Ah, Ishik, wie kann ich dir helfen? Nicht Ich suche Quali, den Sohn von Kabil. Oh, der arme Junge. Chimay, einer von Kukulkans Männern, hält ihn oben am Markt in einer Zelle fest. Jetzt wartet er auf den Au wegen der Strafe. Danke. Alles Gute, Ishik. Müssen wir jetzt den Jungen, jetzt müssen wir den Burm befreien, oder? Da ist nur wegen so einem geschissenen Horn. Also so kann man natürlich auch Quests in die Länge ziehen, gell? Wo muss ich hin? Da jetzt. Links. Ich habe die Kräuter für meine Mutter genommen. Ah. Sie ist krank. Na, was geht?
Ein Kräuterdieb. Ist bestimmt sehr gefährlich. Heute ein Diebstahl, morgen ist es ein Mord. Ein großer Sprung, findest du nicht? Willst du wirklich wissen, was ich denke? Wir sollten die kleinen Ratten alle zusammentreiben und ertränken. Jeder einzelne. Vor allem Yomil. Sein Vater mag eine Schlangenwache sein, aber er nicht. Und jetzt? Nicht wundern über dieses Geräusch. Ich trinke gerade ein Cover aus einem Ding. Ja, und jetzt? Ja, habe ich schon festgestellt. Was soll ich denn jetzt machen? Ich muss jetzt wahrscheinlich wieder zurück zu seinem Vater. Zu diesem hilfsbereiten, netten Herrn. Lama streicheln. Spuck mich an, bitte, nur einmal. Ich fand das so lustig. Oh, das ist so süß. Cutie. Wo muss ich hier? Natürlich wieder genau in die andere Richtung. Das ist alles meine Schuld. Das ist alles meine Schuld, Klischee. Hallo Ishik. Mein Laden ist geschlossen. Es gab einen Vorfall. Ich möchte Quali helfen. Der arme Quali. Ja? Er war hier, hat Kräuter für seine Mutter gestohlen. Hätte er doch gefragt. Ich hätte geholfen. Was ist passiert? Die Wache stand da und hat's gesehen. Auch wenn ich was gesagt hätte. Leugnen war zwecklos. Jetzt statuieren sie an ihm ein Exempel. Danke. Ah, also, das war jetzt sogar questrelevantes Gefahr von der. Ihr habt auch questrelevante Texte. Hallo. Hey, du bist Ishik von den Fremden, stimmt's? Ja, freut mich, dich zu treffen. Wer bist Wow, cool. Ich bin Yamil. Was ist denn das für ein Spiel, Jungs? Kein Es ist kein Eingeborener Spiel. benutzt den Mein Namen. Vater Das ist war eine cool. Schlangenwache, ein Priester. Ich habe sein Messer genommen, um es meinen Freunden zu zeigen. Und Chimai hat's gesehen. Chimai weiß, was mein Vater mit mir machen würde. Und hat das Messer darauf geworfen. Er steckt fest. Oh, vielleicht kann ich was tun. Wow, wirklich? Danke. Das Messer beschaffen. Wieso, inwiefern hilft mir das jetzt dabei, dieses Horn zu bekommen? Indem ich jetzt für irgendeinen wildfremden Jungen irgendein Messer beschaffe. Inwiefern hilft mir das jetzt bei diesem Horn? Ah, ich habe mich schon gefragt, warum man dann aufgraben kann. Danke, Ishik. Gern geschehen. Hey, Moment mal. Die Erwachsenen hier verjagen uns immer. Du hast uns geholfen. Was willst du? Ruhe, ich rede mit ihr. Gut. Was willst du, Ishik? Also, können wir zum Dank irgendwas für dich tun? Ich möchte Quali helfen. Du kommst zu spät. Er wurde zum Tode verurteilt. Wir können nichts tun. Und Chimay, die Wache, hasst dich. Würde Chimay dich verfolgen, wenn du ihn ärgerst? Warum? Wenn er nicht auf seinem Posten ist, kann ich zu Quali. Klar, das ist gut. Oh, sag Quali, wir treffen uns in der Höhle. Er weiß, wo das ist. Dort ist es sicher für ihn. Mach ich. Gehen wir. Asto, Raimi, mir nach. Samin, du deckst uns. Und danach zur Höhle. Zurück, Ishik. Wir machen dir den Weg frei. Arbeitet ihr bei der Volksbank? Du wirst als Sklave enden. Spüre meine Klinge. Ja, und Lamaköttel sind köstlich. Ah. Wieso läuft der in genau die andere Richtung wie diese Kinder? Die Kinder sind jetzt doch... Es waren nur Kräuter. Bitte, ich arbeite es ab. Ich schwöre. Dein Bruder hat mir von dir erzählt. Wer bist du denn? Jemand, der helfen will. Ich habe das alles doch nicht gewollt. Ich wollte nur, dass meine Mutter wieder gesund wird. Wo sind die Kräuter? Gib sie mir. Ich heile deine Mutter. Geh, deine Freunde warten in der Höhle auf dich. Oh, jetzt steckt mir die Hier Wache sind die hinter mir. Kräuter. Ich renne so schnell ich kann. Oh,
Ja, und ich sollte auch so rennen, so schnell ich kann, bevor der andere Typ zurückkommt. Komm, schick die! Lauf weg! Bevor der Neger da zurückkommt. Oh, mit der Kojarin. Hey du, was hast du zu sagen? Weißt du, was in dieser Stadt fehlt? Liebe. Früher hing sie... Langweilig. Lass mich auch in Ruhe mit dem Liebesscheiß, ich sag's euch. So, jetzt wird gehealt. Soll's gehen? Quali ist sicher und ich habe die Kräuter für deine Frau. Wirklich? Und willst du sie damit heilen oder um das Königshorn feilschen? Hier, die helfen dir. Sei gesegnet, Ishik. Kabil, du benimmst dich furchtbar. Gib ihr das Horn. Hier, mit Respekt für den künftigen König. Danke für einfach alles. Danke. Aha. Ach so, das soll ein Versteck sein, wo die sie da aufhält. Also für ein Versteck ist das eigentlich ziemlich leicht zugänglich. Ui. Ja, haben wir die Nebenquest da gemacht. Na, was geht bei dir? Vorsicht, Freundin von Unuratu. Die Jaguar-Krieger. Halte Abstand zu ihnen. Sie suchen immer nach Rebellenaktivität. Und sie sind gnadenlos. Aber bei den einzelnen Charaktere hätten sie sich schon auch ein bisschen mehr Diversität, weil die schauen wirklich alle gleich aus. Die haben ein paar bestimmte Charaktermodelle für dieses Dorf und die haben es halt auf alle angewendet. Also sollten schon ein bisschen mehr Diversitäten einbringen können, das muss ich jetzt leider schon sagen. So, und ich will jetzt diesen Bogen haben. Du bist als Erste zurück? Jonas Geschichten über dich sind wahr. Das Königshorn, wie gewünscht. Hat Kabil dir Ärger gemacht? Du hattest recht mit seiner Frau. Sie weiß wirklich, wie man mit ihm umgeht. Danke hierfür, Lara. Gerne. Uchu, was meintest du damit, ich wäre als Erste zurück? Die Männer, die die anderen Dinge holen sollten, sind vor 3 Tagen aufgebrochen. Ja, und noch nicht zurück. Glaubst du, ihnen ist was zugestoßen? Quenti macht mir die meisten Sorgen. Er ist jung, risikofreudig. Springt ins Wasser, ohne vorher zu prüfen, wie tief es ist. Den Typ kenne ich. Oder ob Parasiten Jonah. drin sind. Jonah hat recht. Das beschreibt Quenti perfekt. Ich hätte Quenti nie zu dem verdammten Ort schicken sollen. Ja, ich war schon immer zu welchem Ort? Der alten Zisterne. Dort werden Mankos Überreste für den Kult versteckt. Wer ist Manko? Der Bauer, der die Vorfahren von Zairi und Amaru vor Jahrhunderten aus Cusco in Sicherheit geführt hat. Wir nennen ihn den Bauernretter. Wir brauchen sein Amulett für die Krönung. Warum wurde Manko versteckt? Mankos Anhänger sind bekannt als der Orden des Bauernretters. Daraus entstand diese Rebellion. Als der Kult von Kukulkan die Macht übernahm, wollte er den Orden vernichten. Manko wurde an einen geheimen Ort gebracht und bewacht. Aber mit dem Niedergang des Ordens schwand auch die Erinnerung an diesen Ort. Wenn du willst, könnte ich nach Quenti suchen. Natürlich. Du hast schon viel getan. Das Königshorn zurückzubringen war eine große Geste der Freundschaft. Es ist wirklich kein Problem. Vielleicht zeigt Quenti mir die besten Klippen zum Springen. Bitte ermutige ihn nicht. Der Eingang zur Zisterne ist eine Höhle über dem weißen Baum. Folge der Spur. Sie wird dich hinführen. Ah, hey, ich hab's mir schon fast gedacht. Oh, 350 € haben wir gekriegt. Also, dann machen wir mal die andere Nebenquest auch noch von dieser Namenfresse. Wo muss ich denn hin? Ich muss übers Wasser. Da rüber. Okay. Die brauchen 3 Tage für eine Strecke, die ich in 2 Minuten zurücklege. Und ich kenne mich hier nicht so gut aus wie die.
Gut, ich habe auch eine Map, das muss man dazu sagen. Halt! Und dann gibt es was. Nehmen wir es mit. Oh, Kinder, mit denen kann ich reden. Na, Kiddies, was geht Mama ab? sagt, es stört den Walker des Wasserfalls, wenn ich in der Höhle spiele. Ach so. Sie findet es einfach zu gefährlich. Dabei gibt es dort ganz viele tolle Sachen. Ich muss. Wohin? Da in die andere Richtung, dann über die Brücken rüber. Okay, also ich muss jetzt da lang. Da muss ich jetzt lang. Da muss da irgendwo Brücken geben. Das ist wahrscheinlich die da drunter. Bin ich richtig? Ja. Okay. Uchu sagt, der Eingang zur Zisterne war eine Höhle über dem weißen Baum. Oh Gott. Oh Gott, dann muss ich jetzt da irgendwie nach. Sehe ich das richtig? Oh, ein Basislager. Geil. Fähigkeiten, wie schauen wir den aus? Kann ich was leveln? Wow, 7 Fähigkeitspunkte habe ich. Aber da wird es gelevelt, da. Aber sowas von gelevelt. Was soll denn das? Was ist das? Ausdauer, Kräutermischungen reduzieren den erlittenen Schaden vom feindlichen Nah- und Fernkampfangriffen. Was ist das? Sie spannen den Bogen schnell und verkürzen die zwischen aufgeladenen Schüssen. Ja. Wenn ihr hohe Feuerrate braucht, nehme ich ja eh das MG her. Also von dem her ist ja jetzt nicht so wichtig. Was haben wir da? Schießen Sie Pfeile gleichzeitig auf 2 erfasste Ziele. Habe ich das nicht schon freigeschaltet? Irgendwann das frei. Was ist das? Sehen Sie Fallen mit Überlebensinstinkte. Ja, Fallen da. Das ist jetzt auch nicht so das Überproblem, das wo ich habe. Sehen Sie Herzentiere. Die Tiere hauen meistens eh von mir ab. Was ist das? Sehen Sie Artefakte, Monolithen, Archivkarten, Schatztruhe mit Überlebensinstinkte. Ja, das ist jetzt alles nicht. Was ist das? Erhöhte Effektivität von Wahrnehmungspflanzen ermöglicht das zusätzliche Aufspüren von Feinden und Raubtieren. Wenn ich erhöhte Effektivität von Heilpflanzen war mir ehrlich gesagt lieber. Was ist das? Erzielen Sie durch falsche bessere Preise bei den Händlern. Ah, kann man handeln. Was ist das noch? Sprünge, Landungen, Stürze sind leiser. Hätte Chance, seltene Tiere zu finden. Schaltet Kapazität von Munition und Ressourcentaschen mit großer Kapazität von Händlern frei. Aber das habe ich ja auch schon. Was ist das? Erhöhte Chance beim Plündern von Feinden und Tieren Pfeile wieder zu erlangen. Benutzen Sie einen Seilpfeil von Aha. Was haben wir denn da Neues? Ich weiß auch nicht, ich bin eigentlich ganz gut, ich komme momentan eigentlich ganz gut zurecht mit dem, was ich habe. Reduziert erlittenen Schaden durch Feuer und Explosionen. Achso, das habe ich schon. Erledigen Sie lautlos ausschalten, einen zweiten Feind um eine Ausschaltkette. Ja, ne, die schaut nicht schlecht aus. Okay, was haben wir da noch? Sie können schneller schwimmen. Ja, ist auch nicht verkehrt, glaube ich. Nutzen Sie Konzentrationsfahrt und Reaktionsfähigkeit. Oh, das ist, glaube ich, gut. Fuck, da muss ich was anderes freischalten dafür. Nehmen wir mal das da. Nutzen Sie Konzentrationspflanzen um Reaktionszeit, weil ich glaube, dann habe ich so ein bisschen mehr Zeit fürs Zielen beim Bogenschießen. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt.
Halten Sie L1 und drücken Sie dann viereck, um einen Konzentrationspflanzen einzusetzen. Ja, das ist glaube ich nicht verkehrt, wenn ich das hab. Nice, okay. Inventar. Kann ich mich umziehen? Nope, kann ich nicht. Okay. Das Kleidchen ist ja ganz süß, aber das ist halt ein bisschen lästig, dass ich außer Bogen keine Waffen nutzen kann dann. Und dann die nächste Frage, wie komme ich dann auf? Gehen wir mal hin. Schauen wir mal, wo war denn der Kantenmaler? Oh, da ist eine Höhle. Oh, da muss ich wieder schwimmen. Ich hab keinen Bock auf Schwimmen. Ich hab glaube ich jetzt doch gerade für schneller Schwimmen freigeschaltet, wenn mich nicht alles täuscht. Und gibt's ja gar nichts. Oh Gott, da kann ich da zwischendurch. Geht ja auch noch mehr auf. Holen wir nochmal Luft, bevor ich jetzt da. Ja, komm, das ist noch voll gut. Okay, weil jetzt muss ich wahrscheinlich wieder durch irgendeine Höhle durchtauchen und Gott, da kommt Freude auf. Ich hab schneller Schwimmen freige. Okay, ich muss nicht durch eine Höhle durchtauchen. Welchen Zweck erfüllt dieses Bad hier? Dieses Wasserloch? Will ich da nicht weiterkommen. I don't know. Aber es ist wirklich faszinierend. Der Jonah, der hat einmal in so ein Wasserloch reingelangt und hat sich sofort einen Parasiten eingefangen. Sie springt in jedes Wasserloch rein und grabt durch die größten verseuchten Gebiete durch, aber ihrer macht's gar nichts. Also entweder ist sie von Natur aus immun oder sie ist so unbeliebt, dass nicht einmal Parasiten sie beachten. Ein Kracher. Hoppala. Der fliegt nicht einmal weg. Kann ich den töten? Kann ich nicht töten? Und wieso habe ich nur 23 Pfeile? Okay. Voilà. Habe ich den Köcher nicht einmal gelevelt? Hier, guck mal, die hat den Köcher mal gelevelt. Scheint nicht. Dann werde ich das nochmal machen müssen, ne? Konterfedern. Nice. Da ist der Eingang. Da ist der Eingang, okay. Ja, das ist nice to know. Ich möchte es aber trotzdem zurück. Weil ich zufällig weiß, dass man hier irgendwo in diesem Dorf das Leveln kann. Dieses. Oh, das war nicht gut. Da flutscht sie weg. Wenn ich das ich möchte mal kurz ausprobieren, wenn ich in das Wasser reinspringe, ob ich dann stirb. Jetzt war so. Da kann man runterspringen. Hui! Nein, das. Du weißt, dass man nämlich bei irgendeinem Händler kann man das nämlich leveln, dass man da mehrere Pfeile mitnehmen kann. Oh, hey, hast du noch Ich hab mal zu Hause einen Fisch gefangen. Im Brunnen. Weil unter manchen Häusern Tunnel mit Wasser sind, sagt Papa. Lustig, was? Darf ich fragen, warum dieses Mädchen sich wie ein Junge anhört? Ich verstehe es nicht. Es ist fast wie kreolisch. Oh, da schwimmt ein Fisch, kann ich den fangen? Ich will den Fisch fangen. Menzel vernichtet mich. Glaubst du, dass große Ereignisse auf einen einzigen Augenblick zurückgehen? Ich schon. Nehmen wir als Beispiel, was jetzt passiert. Hätten Amaru und Sairi während der Hungersnot nicht gestritten und hätte Sairi nicht gegen Amarus Wunsch darauf bestanden, dass er die Sicherheit der Grenze verlässt, um für das Dorf zu jagen, dann wäre heute vielleicht vieles anders. Denn Amaru fühlte sich schuldig am Tod seines Bruders. Ich war in der Nacht dabei, als sie Sairis Leiche aus der Wildnis brachten.
Die Trauer fraß ihn auf. Ich glaube, das war der Augenblick. Amaru zerbrach. Danach nahm er die Kontrolle über Paititi. Er wollte uns schützen, weil er Sairi nicht schützen konnte. Aha. Ist der Amaru, ist das nicht dieser Bäse da, gegen den wir die ganze Zeit kämpfen müssen? War da nicht was? Jetzt pass auf, ich brauche einen Handler. Ich weiß, dass man irgendwo hat man den Bogenlevel, den Köcher leveln können, dann kann man mehr Pfeile mitnehmen. Hast du das? Kann man bei dir Pfeile leveln? Wirst du handeln? Bitte. Ich habe kaum genug, um den Tribut zu bezahlen. Ja, Tribut an wen? Den Kult von Kukulkan. Sie verlangen die Hälfte aller am Markttag erzielten Profite, aber wenn Sie glauben, ich wollte Sie betrügen... Ich verstehe. Danke, Ishik. Dann handeln wir? Aber wenn du das hast, was ich brauche, dann ja. Er hat das, was ich brauche. Genau. Nice. Die Götter sind für uns. Die Macht wird mit dir sein. So. Hol mir jetzt gleich wieder zurück, indem ich ihm wieder sauber Das war eine ausgezeichnete Wahl. Ich hab dir was verkauft, Junge. Mir ist eher alles vorher. Also ich kann ihm schon ein bisschen was verkaufen. Wenn man da so ein Schwammerl. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Nein, für dich, weil ich verkaufe dir gerade Zeug. Oh, na, Medizin. Niemals. Niemals Medizin. Adlerfedern. Na, die Federn brauche ich selber. Was ist das? Jaguarhaut, die brauche ich auch selber. Holz brauche ich auch selber. Okay. Ich bin immer bereit zum Handeln. Jo. So. Jetzt habe ich nämlich hier da ordentlich Köcher. Jetzt kann ich da nämlich Pfeile basteln. 33. Jetzt kann ich nämlich 35 Pfeile mitnehmen. Doch wusste, dass man das kann. So, jetzt laufen wir wieder zurück zu dem Berg. Der Berg ruft. Auf wie auf den Berg und over mit die Ski. Eine in die Hütten und die Hände in die Höhe. Ich will diesen Vogel töten. Warum kann ich den Vogel nicht töten? Spitze. Oh, ja. Das war jetzt aber ganz schön knapp. Es kam schon die Sterbemusik. Aber ich hab's nur überlebt. Es kam schon die Sterbemusik. Grau jetzt halt dann auf, du dumme Kuh. Jetzt bin ich wieder da, wo ich hin wollte. Nimm das mit. Während einer erbitterten Schlacht legt ein Mann aus zweierlei Blutlinien die Waffen nieder und überzeugt mit einer leidenschaftlichen Ansprache die anderen Krieger, es ihm gleich zu tun. Sie folgen ihm vom Schlachtfeld in die Stadt und enthaupten dort mehrere Kaufleute, deren Streitigkeiten den Krieg verursacht hatten. Ja, sie mögen uns das Leben nehmen, aber niemals nehmen sie uns unsere Freiheit! Okay, das ist der Höhleneingang. Ich würde sagen, um die Höhle kümmern wir uns dann das nächste Mal. Für heute machen wir wie immer an der Stelle einen Cut, weil die Stunde wieder rum ist, oder fast rum. Ich bedanke mich bei den Leuten, die da waren, fürs Zuschauen und wir gehen uns zum Hauptmenü zurück, das müssen wir jetzt noch schnell machen. Genau, also ich bedanke mich bei den Leuten fürs Zuschauen. Morgen geht es da wahrscheinlich an dieser Stelle wieder weiter. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Ich wünsche wie immer allen einen schönen Abend, eine gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Eure Lara Croft. Ciao.